Servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. alles Backet spielt mir noch dem Wiener Schal. Die Quetschen klingt halt super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt da schon recht normal. Drum Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie euch ihre Ohren aufsperren, Dann hört so manche wieder ein Tänze. Klang so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Knie, So dass man's Herz am Pumpen spielt. weil's Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüßt euch Gott, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe einer Pavlatschen aus dem Studio Donaufeld. So schaut's aus. Grüß euch gut auch von meiner Seite. Hab ich Schön, dass ihr die dabei seid. Ich muss da ein bisschen zurück dran, Sind weil. wir ein bisschen zu kräftig heute. Hat dann doch. Doch, schaust nicht so, ja. Alexander Hauser ist mit dabei, grüß dich gut. Matthias Mariacha, Franz M. Grüß nach Gott. urlaubsbedingter Absenz, Entschuldigung. Hoppala. Absenz wieder dabei, liebe Grüße in der Pavlatschisten-Runde. Jawohl, Peter Brachtl ist da, Wolfgang KTM, Junkie Maber, die Megepemperten aus Luzern mit dabei, jawohl, Peter Volk. Was, grüßt euch alle zusammen, liebe Pavlatschinger, Klaus und Patrick, bei Westwind riecht es bei uns bereits nach der neuen Lebkuchengeneration. Vorfreude erlaubt Nicole und Peter. Ja. Ich freue mich sehr. Und da ist schon, hast schon gleich uns wieder ein bisschen mehr Freude gemacht, als wir ohnehin schon. Auch der HTSD ist da, grüß euch aus Trattenbach, servus. Wolfgang, jawohl. Schön, dass wir beieinander sind wieder. Montag ist, das Wetter ist jetzt da gar ein bisschen Frisch. frisch geworden, muss ich sagen. Angenehm. Angenehm, ein bisschen Wind. Das ist halt, das ist Noch ein jetzt bisschen da, viel Wind. Ne? der macht es unangenehm, aber ansonsten ist da. Ansonsten sind wir so, wie es gehört. Kamerakind Patrick. Jawohl. Weil bevor wir lang weiter herumtouren, Alte Männer sind. bist du bereit? Ja, Boots, Ich bin bereit. bist du bereit? Jawohl. Jawohl, da Bin ist er. Ab zum Weinkühlschrank. Machen wir auf den Weg. Jawohl, ab zum Weinkühlschrank. Unterste Lade, wo es am ködersten ist. Da sind wir dabei. Schau dir was an. Schau dir was an. Schau. Öffnen wir hier einmal. Unglaublich. Was haben wir denn da heute? Was nehmen wir? Nimm die Metall. Gemischter Satz mit der Metall. Jawohl. Ja. Gemischter Satz. Ja, das klingt doch was. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Erst die Kamera, die hat gar nicht geruckelt. Die ist gar nicht stehen geblieben. Aha. Das hat jetzt vielleicht mit dem Internet zu tun, dass das dann länger hält. Ich vermute, dass das mit dem Internet zu Hat mich tun hat. gewundert, aber bitte. Jawohl. So. Sind wir schon wieder da? So, sind wir schon da. Das muss ich da geben. Warte, jetzt Kamerakind Klaus. Jawohl. So, wir sind ja verspült, ist ja nicht so. Wiener gemischter Satz. Was haben wir dazu? Was können wir dazu sagen? Warte, Wiener ich muss gemischter das Satz. Silbermetall, ne? Silbermedaille bei der Wiener Weinkost. 12,5%. Jawohl. Ist ja leichter, oder? 12,5%. Ja, normal. Ganz eine normale. Normal. Normale Sache. Machen wir auf. Schauen wir rein. Mach auf. Du brauchst nicht da umschauen, du hast gesagt, Ich bin das ja so gewöhnt, weißt Naja, du, da musst du normalerweise- umstellen. Ja, ich habe schon umgestellt, meine Schau, Wiener schau. Weinkost. Ui. Ja,
was Noch ein ich. Schluck. Ja, Ja, zwei, drei. so ist schon genug. Das schaut aber so, ist ja genug Ja. so, das schau. Weltklasse. Ich werde den Wein trotzdem in den Kühlschrank stellen. Wieder. Bitteschön. Ich stehe lieber auf, dass er, naja, Ist aber eh kalt, ha? gar so neidig müssen wir nicht sein. Und jetzt ist es so warm, ist es auch wieder Ja, nur dann mehr. schauen wir Dann mal. lass ihn da Lass ihn da stehen, dass wir stehen. loswerden. Dass wir loswerden. Abstinent war sicher nicht, Franz Emil, das habe ich mir eh gedacht. Ja. Das hätte mich wirklich gewundert. Das hätte mich wirklich gewundert. Fritzl Stadtgas, unser Grand Seigneur ist am Start. Fritzl, Weltklasse. Jawohl. Meine Herrschaften, sehr zum Wohl, schön, dass ihr mit dabei seid. Prost. Sehr zum Wohle. Ein Gläserklang. Klassischer gemischter Satz. Herrlich. Herrlich. Süffig. Eine schöne Säure, aber keine Magensäure, sondern kein Essig. Schön. Frisch, super Sache. Geschmackig. Mit dem haben wir Freude. Super. Mit dem haben wir Freude. Das können wir so sagen. Ja, so. Spielen wir gleich ein Lied. Spielen wir sofort ein Spielen wir Lied. gleich ein Lied voll Freude. Ein Lied 2, 3. Fällt mir was ein, was wir auch schon länger nicht gespielt haben. Überraschung. Du wirst das gleich erkennen. Na hoffentlich. Wann ich sonntags um 8 in mein Stammlokal nicht komm, schreit die Spätzl und Servusglase, ja sag, wo kugelst du denn um? 14 Tage fühlst du gerade schon bei der Druckpartie. Haben wir die vielleicht beleidigt, doch ganz höflich antwortet die. Nein, sagst du nicht besser. Der Grund, warum ist das? Ich hab irgendwo immer wieder an Wein entdeckt. Das ist ein Trepferl, da muss man sie sagen. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glasl steckt, der muss zuerst da sein, dann kann er besser. Ja, was ihr möcht's, können alle wissen, was das ein Weindl gibt. Aber regt euch nicht auf, es hat keinen Zweck. Denn so sag ich euch voll Noblesse, von mein Auer die Adresse. Satz ist halt oder tut und sauft's man weg. Hinten ganz im Grad verwöhlt steht ein Häser lieb und nett, mit den Reben auf der Mauer schaut es aus wie ein Bouquet. Und der Hauer ist mein Spätzl aus der goldenen Jugendzeit. Ihr fängst alle Jahre ein Fassel und das buchst mir raus zu zweit. Und wo ich dann heim, denk ich mir in der Kahn. Ich hab irgendwo immer wieder Wald an Wein entdeckt. Das ist ein Trepferl, da muss man sie sagen. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glasl steckt, der muss zuerst sagen, dann kann er besser. Ja, was ihr möcht's, gern alle wissen, was das Weindl gibt, aber macht's euch nichts draus, es hat keinen Sinn. Denn sag ich euch voll Noblesse, von mein Hauer die Adresse. Satz ist all oder tot und sauft
passend zu diesem Trepferl da. Ich habe irgendwo im Wiener Wald. Ich habe das Lied nicht ganz verstanden, weil der Wiener Wald ist jetzt nicht unbedingt bekannt für den Wein. Nicht? Eigentlich, Ja, nicht? aber Kropfenweidl ist Ja, liegt, es ist das Hobinslauf liegt schon es mitten im ist- Wiener es ist eigentlich der Wiener Wald Der schon. Westen, also Otter ging ja eigentlich auch. Eigentlich nicht? auch, ja. Das stimmt. Früher. Grenzing und Ja, sowas, das ist eigentlich Wiener Eigentlich Wiener Wald, Eigentlich, ja. Aber irgendwie Man ist sagt nicht so. immer eigentlich, gedacht, ja. so, naja, Wiener Wald, aber es Das stimmt. Krapfenwaldl, Boden, Ja, ist ja. der Wald schon drinnen. Ja, Ne? nein, das ist alles, ja. Mal gleich einen Schluck nehmen. Nimm mal einen Schluck, das heißt, Manfred das ist Taschler. ja, aber auf dem Manfred wirklich ein Traumtröpferl, ein Traum. Ja. Gut, wird nicht lang halten, das Botellerl. Auch diese wird uns eine Lehre sein. Diese Flasche wird uns eine Leere sein. Ich bin aber noch. Ich bin auch ein bisschen ungepflegt heute. Ja. Am Donnerstag habe ich meinen Barbiertermin. Ich bin morgen wieder, nicht so. Mein wöchentlicher Barbiertermin, nicht? So, Das wirklich? gönne ich mir wöchentlich. Nein, ich gehe immer noch dann, wenn ich mir denke, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Der Uli Slonek ist da aus Helsinki. Servus. Grüß dich Gott, Uli, schön, dass du dabei bist. Jawohl. Ich gestehe, ich trinke einen Rosé aus Südafrika, aber das hat seinen Grund. Bravo, Maggie. Ja, ich nehme an, es wird mit einem lieben Freund, der Südafrikaner ist, zu Ja. tun haben, weil sonst Luzern wüsste ich nicht, aber ist ja eine gute Geschichte. Also Wein aus Südafrika habe ich auch ein paar Auch schon ein paar gekostet. sehr gute getrunken. Ja. Südafrika, australische schon einige, südamerikanische ein paar. Ja, das ist alles neue Welt. wie man sagt. US-amerikanische auch, ja. Kalifornien, klar. Unter Ja. anderem, ja. Ja. Und gute, interessante Sachen. Wobei, sagen wir es, also diese neue Chinesischen Welt. Wein habe ich noch keinen gekostet. Ja, Die ja, machen ja. auch wunderbare Sachen dort angeben. Ja, warum nicht? In der Zwischenzeit auch. Tut ja die Klimazonen passen, nicht? Warum Genau nicht? so ist es, ja. Ist ja auch Ungarn an sich, wäre ja auch sehr gut da drin, aber da sind es noch nicht so. Aber gibt es auch schon ein paar Trepfeln, die brauchbar sind. Ja, Schau mal rein. schauen wir rein. Schau mal rein. Ich habe ja heute in der Früh während unserer Morgenshow, der Morgensendung, ein Packerl bekommen. Ist die Frau Postrat gekommen. Und ein Wein, schon ein Packerl. Nicht? Hast du eine Waffe, Klaus? Bitte schön, bringe ich dir sofort. Ich sehe gerade, ich werde sie brauchen wahrscheinlich. Sonst brauche ich zu lang, das aufzugläseln. Ich mach's wieder auf und zu, dann gell, weil für da bist du wieder Botschaft. Dann bist du wieder So, Botschaft. da mal schauen wir mal. Also, warte, mach ich ein paar Kamera. Die Kamera, ja bitte. Oh, ich warte gleich. Dass man sieht. So, da haben wir schon einmal. Dann schauen wir, dass wir da reingehen. Da. Ui. Man sieht, was ich schnell drauf wie ein Schinken hier ist. Ist gut verpackt, gut verpackt. Verpackt. Das ist ja nicht wesen, das Wichtigste. Das ist Ja, man will das auch nicht gleich ruinieren alles. Nein. Das ist schöne Verpackung, gell? Das ist schöne, Aber man weiß das ja schöne nicht, dass man nicht Bockendeckel, ne? drunter reinschneidet, nämlich. Ja, Ne? ja. Oh! Da ist ein Briefel drin, da ist ein Briefel oder irgendwas oder eine Rechnung, ne? Das kann auch sein. Das war's. Was steht? Was steht? Moment. Was steht? Warte, ich muss erst aufmachen. Ja, mach auf. Ich mache eh schon. So, was steht jetzt? Moment. Ich sag's euch gleich. Dampfhammer 57! Ich Jawohl. hab mir schon überlegt, wer das ist. Na, René Bob, ja eh klar. Jetzt im Nachhinein. Jetzt fällt es mir wie Wirklich? Schuppen von den Augen, ja. So, sollst du vorlesen? Und dann kannst du, ich lese vor. Halt so, Patrick. Ja. Lieber Patrick, lieber Klaus, mit dem Wein möchte ich euch beiden Danke sagen für die unzähligen Male, in denen ihr beide durch eure Musik und Dialoge mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Wie sagt man so schön, Weintrinker sehen gut aus, sind intelligent, sexy und fröhlich. Oder recht? Liebe Grüße, René, Dampfhammer 57. Jawohl. Klasse. Ich danke ganz, So. ganz herzlich. Muss ich echt sagen, ganz leibend. Riesenfrei. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr. Ich weiß gar nicht, ob du schon zuschaust jetzt. Aber danke ich herzlich sagst für den Dampfhammer 57, weil wir haben uns natürlich überlegt, ja, wer kann das sein? Nicht? Was das ja mit den Namen, das ist bei uns schon so eine Sache. Und was haben wir da kurz gekriegt, Patrick? Ich schau gerade nach, das ist ja gar nicht aus Dock. Das ist ein spanischer Wein. Da. Ein spanischer! Das ist aber auch leibend. Ein spanischer Wein, ein Wein haben wir da. Warte, les vor, aber ich mache dazu die Musik. Das Vorlesen muss ich jetzt übersetzen. Das ist auf Englisch alles draufgeschrieben. Bodega Strezza. Aus Spanien, ja. Das war's? Das war jetzt deine... Nein, Orfica, 23 Jahre. Eine junge Geschichte. Ich schaue nur, ob das lauter gleiche sind, ja. Ja, Wahnsinn.
Aber es ist natürlich ein Ja, ganz ich bin sehr gespannt darauf. Freunde, bitte haut's eine für den Dampfer Selektion Aurora. Nicht? Haut's eine mörderische Jawohl. Orgie an rote Achteln. Na, das ist aber sehr klasse. Da einmal anschauen, bitte. Oder? So, jetzt übersetzt Da werden wir nächste Woche anboten, wenn ich das lesen könnte. Honor e gloria solideo. La Orfica. Selection Aurora. La Orfica. For you, we blended together only the most tantalizing white grape varieties. Sagt gemischter Salz? Nach Crisp, Cuvée wird sein. crisp, chilled grapes. Die sind Jude, die haben Jude, die Weintrauben, gemütlich im Weingarten. Help preserve the fresh aromatic nature of these beautiful fruits. When poured, was heißt das? Wenn aufgemacht, oder was? Aufgeschüttet, eingeschenkt. So. La Orfica releases refreshing aromas of lemon zest, juicy ripe peach, and mouth-watering red gooseberry in nice balance with sweet floral notes. Certificado por Liex Agroalimentaria SL. Bottled for Bodegas Trenza, Spain. Ja. Enthält Sulfite. Das steht auf Deutsch. Enthält Sulfite. Und dann steht in vielen Sprachen, in allen Sprachen steht das drauf. Product of Spain. Und da gibt es sogar wie heißt das, einen QR-Code. Gibt es sogar einen QR-Code? Jawohl. Muss man nachschauen, was da steht. Auf jeden Fall ist das ein Riesen. Eine Riesenfreude. Eine Riesenfreude. Und wann schau, die Achteln sind schon reingefahren für den Dampfhammer. Jawohl. Und wann der Dampfhammer heute ist, na, wann er da ist, müssen wir fragen, warum gerade der spanische Wein? Das ist interessant, ja. Tu pur ausgießen, mehr gepempert nicht Unterschied. Naja, für das. Einschenken habe ich gemacht. Ja, ausgießen einschenken. Ja. Gut gemacht, gut gesagt. Schau, der Uli Slonek hat sich da während Sauvignon Blanc aus Frankreich rein. Nein, jetzt sind wir international. Der Rudi Korbis ist da. Ja. Was ich nicht weiß, eine Frage mit Gooseberry. Was ist ja nicht, Gooseberry? ja. Ja, das ist Peach, gut, Pfirsich, ja, okay. Also Lemon Zest ist klar und saftige, reife Pfirsiche. Ist auch klar, ja. Ja. Schau, der Ballatmann ist da. Guten Abend aus München mit kleiner Verspätung. Dafür mit meinem besten Freund Simon. Simon, ich trinke einen kleinen Schluck auf den Simon. Auf den Paul, klar. Eigentlich auf alle, aber jetzt ja. einmal dem Simon gewidmet. Schön, dass du auch zuschaust. Ob du willst oder nicht. Der Paul hat dich verzahlt und gesagt, du schaust dir das jetzt an. Vorher gehst du nicht heim. Sehr brav. Paul, bravo. Und willkommen Simon. Patrick tut da nicht surfen. Ich habe noch geschaut, Kann man die Mädchen, wo lebt der Dampfhammer? In. Thomas Faber ist da, jawohl. In Laufenburg. So. Der Wolfgang hat sich Bier und Wodka rein. Na bitte. Der Klaus hat ein sehr wienerisches Spanisch. Ja, gell? Also man hört in Wien ein bisschen durch, gell? Okay, nur ein bisschen, aber. Nur ein bisschen. Auf jeden Fall eine Weltklasse. Nein, Hofer stellt sich heute noch dazu. Was machen wir jetzt da? Spanisch. Was weiß denn die Welt, was er werden Was will? war's denn die Welt? Das geht mir was. International. Das passt da In her. F wie Vater. F wie Papagei. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer Weihfassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stinkt. Und dass oft noch in sein Bett nur schläft bei einem Schramme-Quartett. Ja, das hab ich erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's in die Welt, was ein Herz füllt,
leise an Straße, wo jetzt spült. Wann ein uralter Werner vom Häuserbuch singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig erklingt. Ja, was weiß denn die Welt von einem Wendel in Wien? Ja, das Wendel, da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, fährt er erstens zum Heirigen hin, ins Museum am Vormittag drauf. Und dann gerät am Stephansturm nach. Und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt einen Wiener Kaffee. Und am Abend dann speist voll Glück ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt und ihr Bläse nur gelacht. Und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was weiß denn die Welt, was ein Werner Herz füllt, wenn die Gegend ganz leise an Straße, wo jetzt spült, wenn ein uralter Werner vom Häuserbuch singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig erklingt. Ja, was weiß denn die Welt von einem Wendel in Wien, denn das Wendel, da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Geht aber wie Was war's denn? Die Welt. Was ein Werner Herz fühlt. Wo wahrscheinlich, ich sag da was, jetzt ist ja ein gemeinsamer Freund von uns, der Ronny, ist gerade in England. Ah ja? Und dort hat er also ein Büdel geschickt, nicht? Und hat gesagt, er ist gerade beim Heirigen. Nicht? Also gemeint war sozusagen ein Weingut, wo er sich gerade aufhält, wieder bei einem Freund von ihm. Und er hat gesagt, die englischen Weine, ich meine jetzt nicht unbedingt berühmt für den Weinbau. Das gibt aber sicher. Ja, es gibt es, haben es immer gegeben, also Ja. aber nicht sehr berühmt für den Wein. Also englische Weine sind jetzt nicht gerade unter die Top. Aber er hat gesagt, nein, die entwickeln sich. Also wahrscheinlich auch eine Folge des Klimawandels. Es wird wärmer dort auch. Dass natürlich Es ändert sich dort, dort. das anders geht, ja. Aber Weil nein, an sich, wirklich kalt ist es ja oben nie. Ist es ja dort auf den britischen Inseln nicht durch den Golfstrom, die immer selten unter 0 Grad. Kommt es relativ eine gleichmäßige Temperatur mit wenig Temperaturunterschieden. Interessant, wie die Weine sich dann dort entwickeln, wie die werden. Gerade bei uns macht es ja oft dann aus, so das gewisse Aromatik und das Aromenspiel und die Aromenvielfalt, die Temperaturunterschiede dann vor der Weinlese. Ne? In der Nacht kalt und der Tag dann heiß und so. überlege, ich weiß aber jetzt nicht genau, wo er ist. Interessant. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Gefällt mir. Daher ist es aber ja, nein, aber es ist ja dort sicher auch andere Erden. Nicht? Zum Beispiel. Das einmal Anderer sowieso. Boden auch und alles. Werden auch andere Rebsorten sein. Ja, also mir haben die nichts gesagt, aber Ja, klar. der hat da, nein, der hat versucht, es dann halt irgendwie zu, ein bisschen, dass man es zuordnen kann, zu den uns bekannten Rebsorten. Aber er hat gesagt, nein, es wird, und das ist ein Weinkenner. Also das ist jetzt, er hat gesagt, nein, die wären, also immer, sind jetzt, gehören nicht, aber, Das ist, und da, also, ich sage nur, kannst du so nordöstliches Weinviertel vor 30 Jahren noch. Also, ja.
Ja, ich meine, das war verschrien für den Sauerampfer. Absolut. Der Momo müssen wir dich ein Prost zuschicken. Die Momo ist da, jawohl. Sehr zum Wohle. Zum Wohl. Ein schönerer Moment. Jesus, nein. Zwei ungehaltenes Glas. Eieieiei. Jawohl. Ich glaube beide nämlich 2 da. Schauen wir drüben weg. Auf jeden Fall, dann fahren wir Weltklasse. Super. Und ein sehr, sehr netter Brief. Muss ich auch echt sagen. Weil das gibt uns persönlich viel, wenn jemand sagt, danke für die Musik, die Dialoge, einfach, dass wir euch eine schöne Zeit bringen. Und das ist eben so ein Punkt, weil jetzt zum Beispiel, wir haben halt gar nicht viele Zuschauer, gell? Jetzt sind es gerade 34. 34 Grad, ja. Und da ist mir dann oft so ein bisschen versucht zu sagen, Jesus, was ist denn, heute sind sie nur, nicht 20, 30, heute sind sie nur. Jetzt sind es ne? keine 50, 60, 70, nicht, aber jetzt sind sie Ja, das ist ja, aber was so, man ist dann leicht versucht, wenn man verwöhnt wird, nicht? Weil du sagst, naja, wo jetzt sind sie? Und dabei ist es ja eben gerade die Leute, die zuschauen, die sollten das nicht zu spüren bekommen. Ich meine, genau, es gibt ja nichts zu spüren bekommen, wir haben ja hier auch keine. Im Gegenteil, wir haben letztens erst davon gesprochen, wir haben zum Beispiel unseren oft angesprochenen lieben Freund Zauner Klause, mitsamt seiner Christel, haben wir eigentlich, ich sage mal, die haben wir kennengelernt einmal und dann wurde eigentlich das Fundament oder die Grundlage unserer Freundschaft, die wir wirklich haben, wurde dann geschaffen an einem Tag, da haben wir gespielt beim Henkel Hasselbrunner. Und das war original, es kann keiner außer ein Tisch. Das waren die einzigen, die gekommen sind. Das war ein Tisch, waren 6 Leute oder 8 Leute, ich weiß nicht mehr. Mehr waren es nicht. Und wir haben halt gesagt, naja gut, dann können wir uns aber gleich zu euch auch setzen zum Tisch. Tisch, ja. Und so, ach so, spielt es trotzdem. So, naja, ihr seid ja da. Nicht? Jetzt sind wir schon da, jetzt können wir was trinken und ein bisschen spielen. Halt, nicht? Und es war also quasi ein geschäftliches, nicht? Weil zum Wirt haben wir gesagt, nicht? Gesagt, was kriegst du denn? Nicht, was gespielt haben, wir haben gesagt, gar nicht, was willst du uns zahlen, oder war ja keiner da, nicht? Das ist ja ein Blödsinn. Weil wir sind nämlich so, nicht? Dass man ihm dann jetzt Win-Win und Lose-Lose, wenn man so will. Nicht? Genau, so aber er war leider, der hat uns gleich Kisten Wein hergestellt und zum Mitnehmen haben wir nicht mehr. Und, aber es war eben ein ganz wichtiger Tag in unserem Leben, weil um eine wirklich üppige Freundschaft mit 2 lieben, herzlichen Menschen genau so ist es, geboren wurde. Und auch durch die 2 noch viele andere liebe Freunde kennengelernt. Auch noch. Das ist ganz wunderbar, die Familie ist ein Traum. Also das ist ja automatisch. Also wie gesagt, man darf das nie direkt so betrachten. Und wenn wir schon vom Henkel Hasselbrunner reden, das trifft sich gut, weil... Sehr gut. Hast du was vorbereitet? Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe schon geglaubt, du hast was. Das brauchen wir nicht, das ist morgen, da brauche ich nichts vorbereiten. Morgen beim Henkel Hasselbrunner. Bei der Wiener Liedkunst sind wir morgen um 19 Uhr geht's los. Ich freue mich schon. Morgen, ja. Morgen, ja. Henkel Hasselbrunner, Infos natürlich auf unserer Homepage, die findet ihr 16er.at. Morgen sind wir dort, gibt es, weiß ich nicht, ob es noch Blasel gibt, aber wird sicher, aber das ist ja im Garten. Im Garten draußen, ja. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man halt dann schon weiter weg ist von der Musik, dann wird es halt leise. Oder muss man sich halt zusammenrucken, muss man zuberucken, 4 rucken zur Musik. Genau. Wir spielen dort natürlich unverstärkt, wie es gehört. Und wahrscheinlich, so wie es wieder ausschaut, werden wir wahrscheinlich ziemlich, ich hoffe schon, ja. Ich hoffe, dass aushalten. Ja, ich glaube auch, ich hoffe schon. Es kommen liebe Freunde aus Bayern, Musikerkollegen. Musikerkollegen von den Brettlerspitzen. Ja. Ja. Dann kommen, wenn es weiß, ganz liebe, mittlerweile auch ganz uns wirklich liebgewonnene Kollegen ja. von der Gesangskapelle Hermann. Ja. Haben auch sie 3 angesagt für morgen. Da kommen ein paar liebe Freunde kommen. Also das wird sicher ein leibender Abend in wienerischer Art und Weise. Und, das darf man auch sagen, Henkel Hasselbrunner natürlich ein guter Wein. Ein sehr guter Wein, ja. Also das muss man auch sagen. Traditionsweingut, weiß ich nicht wie viele Generationen schon in der, Jahrhunderte. in der Familie. Und der Matthias natürlich ein ganz klasser Kerl, kennen wir auch schon ewig, den Chef. Und seine Frau, wer kennt sie nicht in der Musikwelt? Agnes Palmisano. Jawohl. Und ja. Ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich schon. Wird ein wunderbarer Abend werden. Ich freue mich voll. Es wird wirklich, also bin ich überzeugt. Ich komme dich abholen. Ja, danke, deswegen freue ich mich auch. Weil da kann ich was trinken auch. Oder der Retour. Wie dann heim weiß ich noch nicht. Ja, ich schieb die Matthias hat so gute Weine an. Ich schieb die an, das machen wir schon. Ja, das ist der Wildcat ist da, Arbeit am Hakeln. Was? Prototypenbau, bravo Wildcat. Bravo, Thomas Favre, jawohl. Ja.
heiraten nächstes Jahr, da was passt. Kein Babyglück. Jawohl. Naja. Südengland ist immer relativ mild gewesen. An der Südküste könnte auch Palmen gedeihen. Ja, das kann man schon vorstellen. Ja, Aber ich sag, mit Wein, das spielt ja so viel mit. Also wie gesagt, englischer Wein war nie wirklich, hat nie mitgespielt. Der hat nie mitgespielt einfach. Ja, ja. Es ist ja was anderes, wenn man jetzt sagt, ich bin dort. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Wein in England war jetzt da, wo auch immer der angebaut wird, und ich sitze dort und wir trinken und sagt der beste Wein. Nur ich glaube jetzt so, dass du sagst, ich nehme den mit heim oder ich muss den unbedingt daheim haben, war bis dato nicht wirklich ein Name. Ist ja so. Aber natürlich, aber der war recht auch recht angetan. Ja, sehr schön. Überrascht voll. Ne? Der war überrascht, wie süffig gut er ist. Tatsächlich natürlich jetzt, weiß ich nicht, im Vergleich jetzt zu einem Federspiel aus der Wachau wird er einfach nicht ranreichen. Ne? Aber das ist ja wurscht, das muss ja nicht. Aber ich finde das leibend eben, wenn man so diese weltweiten Geschichten hernimmt, nicht? Was so es gibt, und du vergleichst dann aber etwas, was du sagst, das ist für mich heimisch. Nicht? Der Wein ist für mich heimisch. Das ist Heimat für mich. Für mich ist das Heimatgefühl. Ja, und du denkst, auf der ganzen Welt war das eigentlich, der mich daheim fühlt. Fast überall. Ja, solange es halt einen Wein gibt. Aber ich muss eins auch sagen, immer ein ganz Den großer... Tropen wird es schwierig. Ja, das wird schwierig. Der braucht die Jahreszeiten. Ja. Mehr. Also, Ja. Wobei es gibt in Australien Dings, die haben jetzt zweimal im Jahr Weinlesen auch. Ne? Das Ja, ist doppelt sicher. Aber das ist, was mir jetzt gerade so stört, gerade in diesen Ländern, das sind nicht natürlich massiv riesige, also so mit einem Weingut nichts mehr zu tun, das sind Länder. Da geht es um Hunderte von Hektar. Das hat bei uns schon noch eine gewisse Romantik. Also selbst, hast du ausgeschickt? Hast du noch was gekriegt? Ich sehe noch nichts, Jetzt gleich. Wildcat, super Chat. Toll. 5 Euro von Wildcat. Sind nicht mutzig, kümmern sich so lang um die Finanzen. Sehr brav, wunderbar auf Sanni und Mutzi. Auf das Frauerl beim Prototypenbau ist und sich die vinophilen Nymphensittiche, die einzigen auf dieser Welt, um die Finanzen kümmern. Danke, ich schätze jetzt mal. Dank der Wildcat. Also, das muss ich natürlich einstellen. Aber das ist ja ein besonderes der Weingut ist ja in Frankreich schon ganz anders als bei uns. Da sind ja auch 100, 200, 300 Hektar mal nichts. Ne? Das ist irre. Aber was ich sagen wollte, wo das ja auch ähnlich ist, sind zum Beispiel die neue Weltweine, so Chile, Brasilien, Chile, was ist das? Chile eigentlich hauptsächlich. Hauptsächlich Chile, die chilenischen Weine. Auch ein bisschen. Argentinien, genau. Gibt's auch. Aber ich glaube, Chile ist so der Große. Ja. Und ich meine, das sind schon mächtige Weine. Also, einige Sachen kosten dürfen. Na, was heißt? Ja, Na, gute Dinge dabei. Nicht nur Rotweine, auch weiße. Ja, aber die Weißen haben wir nicht 4 gerissen, die ich bis jetzt getrunken habe. Also 4 gerissen waren auch gut, nicht? Aber ich sage jetzt, aber da wo ich wirklich sage, wir ist jetzt jammern auf hohem Niveau, was wir da tun. Nicht? Ja. Aber wenn man in seinem Leben schon ein paar hundert Weine, mehr, Tausende, schon kosten hat dürfen, ja. Nein, da muss ich sagen, und das ist eine ganz andere Klasse. Ich meine, ist jetzt nicht zwangsläufig besser oder schlechter, aber es ist eine andere Klasse auch. Irgendwie eine andere Klasse. Und mörderisch mächtig, unglaubliche... Sie haben sich auch wieder gut eingekriegt, eine Zeit lang war das Barrique dort nämlich... Ja, das haben sie lang gehabt, ja. Aber in einer derartigen Intensität und in meiner Meinung nach schlechter Qualität. Der Wein hat gefasselt, wie man so sagt. Der Wein hat auch wirklich gefasselt zum Teil, war furchtbar. Schade um den Wein, weil die Grundsubstanz war sicher wunderbar. Und dass man dann durch die Holzreife und die Holzfasslagerung an Wein ruiniert, ist eigentlich schade, ne? Das finde ich. Ne? Eigentlich schon, aber das ist schon wieder lang. Ist schon lang. Ich glaube, das war in den 90er. Schon 90er Jahre war das, ja. Ende 90er Jahre vor allem, ja. Schau, Egon Schiele, das Auge will auch was. Andreas Hirt. Egon Schiele, das Auge will auch was. Was meinst du? In welchem Zusammenhang meinst du das jetzt? Wolfgang meint Wein aus Griechenland oder italienischer. Italienischer Wein da gibt es ja viele bekannte große, aber griechischer Wein ist jetzt auch nicht so also Griechenland ist jetzt auch nicht so die Top-Destination für Wein. Na? Aber halt auch natürlich, dort gibt es Wein. Nicht? Und abgesehen vom Lied von Udo Jürgens, so das ein paar türkische habe ich auch schon gekostet. Und haben wir auch schon gekostet, ja. Ja, gut Ganz sind anders, alle, ja. Gut sind. Es ist jetzt, aber man muss irgendwo einen Maßstab setzen und der Maßstab bei uns ist natürlich logischerweise jetzt der eigene, der heimische.
Und da sind wir halt jetzt Weißwein, also zum Beispiel jetzt Wachau natürlich absolut top, meiner Meinung nach. Obwohl natürlich Weinviertler Wein alles ist Weinviertel und der Wachau. Traum. Ja. Aber die Wachau Das ist da auch, für mich der Top-Lieferant von Weißen. Und natürlich Burgenland mit dem Roten ist da auch unschlagbar. Aber wenn du halt da natürlich hast, das kommt dann drauf an, aus Italien, was? Mit den Franzosen brauchen wir gar nicht reden. Wobei auch hier bin ich eher, Da bin ich der rote Wein. Ja, bei Franzosen ja. Überhaupt, wenn es um Rotwein geht, bin ich ein bisschen Ja. umerzogen worden von jemandem. Es gibt schon, was Ja. Bordeaux die Gegend angeht, das ist eine sehr kleine Weingegend eigentlich, nur das Ja. Bordeaux. Aber bei Rotwein bin ich eigentlich auch. Aber da würde ich, also wenn Burgenland. zum einen, Burgenland, aber zum einen, wenn ich jetzt sage, das Geld ist ja relevant, was diese chilenischen, diese neue Weltweine betrifft. Das Geld natürlich, das kostet also ein Vermögen. Und natürlich das Zweite, wo ich mir denke, Alter, was brauche ich in einem Weinland wie Österreich, muss ich mir jetzt nicht den chilenischen Wein importieren. Also da bin ich wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen auf der Klimakleber-Seite, aber da denke ich mir wirklich, das ist und kann man mal machen. Klar, Ja, sowieso. zu irgendeinem besonderen Erlebnis, Ereignis, Vor allem was aus auch immer. Interesse, nicht? Klar, Ja, das das ist sicher, nicht? Aber aber sonst aber wäre ich, glaube Nein, ich, ich auch was nicht. Rotwein betrifft, wäre ich sonst ein neue Weltweintrinker. Doch, eher als Frank. Nein, bin ich Franzose. Na, Frankreich tut mir auch ja. nicht stehen, kann man aber auch nicht leisten. Nein, das ist, Außerdem, wir haben so viel Wein. wir haben so viel eigenen Wein. Das ist nicht leibend. Rotwein, es Aber wird ich bei sag- uns im östlichen Weinviertel die nächsten 30, 40, wenn nicht so 20 Jahre wird sich einiges tun. Was Ja, Rotwein wird angeht. sicher was kommen, ja. Weil pannonisches Klima haben wir ja, Ja. bei uns im Ja. östlichen Wein, Ja. bei mir drüben Ja, da. Gerade so Sierendorf an der Mach und unten und so, Ja. wird sich einiges tun mit Rotwein. Dann, das sind recht. In der Zwischenzeit. Das dauert noch ein bisschen, bis sie so mit den recht Burgenländern spannend, bis wir ja. da mitreden können. Aber in der Aber- Zwischenzeit wird halt Burgenland natürlich nochmal stärker. Nochmal stärker werden, ja. Aber gut, ja, das ist, hat Oder, ja alles was. oder man macht es so wie die DDR, der Wahlspruch der DDR, nicht wahr? Einholen oder überholen, ohne einzuholen. Das war ein Beispiel Ja, der aber- DDR. Ja, ja, Wirklich? ja. Walter Ulbricht und von Honecker. Was, Walter Ulbricht hat das geprägt schon, nicht? Den Westen, nicht? Ja. Überholen, ohne einzuholen. Was die Marktwirtschaft verstehe, angeht und verstehe. die Export, Das ist ihnen nicht gelungen. die Industrie angeht und alles. Das ist ihnen nicht gelungen. Nein. Das kann man viel. Aber ich Das kenne war- einen schönen Spruch, der mir irrsinnig gefallen. So in Ostdeutschland, noch als Überbleibsel von der DDR noch, so auf so ein Kreisler, wo drauf gestanden ist, was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Echt, Da ja. haben wir gedacht, ja, das ist. Ja, ich meine, Bitte, beim Kreisler in der DDR gab es immer nur morgens etwas, Mittag etwas und vor allem sehr viel Bückdichware. Das war die man unterm Tresen gekriegt hat. So. ganz Bückdichware. Ganz großartig. Ja. Großartig, ja. Die Wege sagt, ja, wenn ich Nymphen sehe, ich höre, denke automatisch an die Grabennymphen in Wien, die gar nicht sittlich waren. Ja, in der Tat. Die Nymphen bei uns. Du, der Andreas Hirt, aber jetzt weiß ich noch immer nicht, was du gemeint hast. Egon Schiele, das Auge will auch was. Ja, ja. Ich weiß noch immer nicht, was du gemeint Er hast. schreibt. Wien, Egon, vom Saufen muss ich immer schielen. Okay, ich bin halt ein Säufer. Chile, schielen nach Feuerland. Gebranntes, ein Obstler ist auch nicht zu verachten. Andreas Hirt, ja, jetzt wird es zumindest verständlich. Jetzt habe ich es schon langsam, was du meinst, ja. Wolfgang denkt an die Spittelberger Lieder. Ja. Michael Ungar, Reiswein hat mit unserem Wein nichts zu tun, oder? Michael Ungar, das gibt eine, wie kann man das so sagen, eine virtuelle Knackwatschen. Wirklich wahr. Jetzt geht es wieder mit einem Weinlese los, ja, stimmt. Ja, Ja. diese Woche schon bei uns. Also für den Sturm haben wir Ja. jetzt. Ja, richtig. Ich habe die Woche, also Ende der Woche, im Laufe der Woche werde ich schon meinen ersten Sturm trinken. Der Norrissenkiller startet, glaube ich, am 30. August mit Traubensaft, Traubensaft. ja. Mhm. Müller-Thurgau Traubensaft und dann Bei uns ist gleich Bei drauf. uns Weingut Graf, Müller, Ja. Thurgau, Sturm. Ja. Für den Sturm hat er nämlich schon genug Zuckergrade und reif sind die Trauben, sind reif. Ja. Also Sehr gut. Thomas Faber, Susanne Faber, lasst die Gehässigkeiten gegeneinander, das hat da keinen Platz. Gell? Ich sag's euch gleich. Also Ruhe bewahren. Das geht auch niemandem was an, was ist Ja. da? Habt's für einen Wickel, aber ich sag's euch nur. Gell? Ich bitte euch darum, seid anständig, genießt die Pavlatschen.
So, Weingut zur Dankbarkeit aus Bodersdorf. Hat heute Muscateller-Trauben geerntet. Ja, gut, schau. Toll. Dankbarkeit eigentlich sehr leibend. Bodersdorf. Ganz, ganz liebe Leute dort, ja. Die Ungarn haben einen schweren Rotwein, ja, das stimmt. Ja, Burgenland auch zum Teil. Ja, das ist klar. Ne, das ist gut. So, jetzt, was spielen wir? Was reißen wir jetzt aus? Was reißen wir jetzt? Jord hören. Dann spielen wir Wehren. Dass wir wieder, jetzt haben wir so viel von überall geredet. Stellt den Kleber um vom Mikro. Noch ein Kaugummi drauf, ja? Ja. Nicht gescheit ober. Ja, das ist mit den heißen Tagen. Aber da am Das hat gerade ja, da ist blöd wie ein Schellack, ja. Nein, lass ich wusel nicht mit den Fingern. Sonst lass das hart werden, das bringe ich schon weg bei der nächsten. Wird nicht hart. Gefällt mir immer mehr. Ja. Die hat was, das ist ganz interessant, weil ja, was? Die ganz, ganz eigen, ja. Die ist wirklich leibend, die Nummer. Also. Na, vor allem die ist jetzt wirklich sehr unwienerisch, also absolut, von der Musik jetzt. Absolut. Das ist wirklich rein jazzig, aber es ist trotzdem, es ist so, für mich so, da sieht man, wie eben Wiener Lied und Jazz wirklich, das gehört zusammen. Es ist nicht das Gleiche. Nein, überhaupt nicht das Gleiche, aber es gehört zusammen. Es ähnelt schon. Und schau, der Rudi Korbe sagt, bravo, alle zwei. Jawohl, danke der Schirr. Dankeschön, Rudi. Rudolfo. Jazzln aus Wienerisch, sehr cool.
Klasse. Jawohl. Bravo Patrick, sagt der Wolfgang. Franz eben hat die Achteln rein auch. Jawohl. So ist So leider. stellen wir uns das vor. So stellen wir uns das vor. Was wurstlos? Ein Gedanke, ich wollte soeben ein Lied vorschlagen. Eines, das sich heuer bei mir zum... Wahrscheinlich, ja, ist noch nicht vorbei, aber... Es entwickelt sich zu einem meiner... Oder wahrscheinlich zu der Nummer des Jahres 24 für mich wahrscheinlich. Ich glaube, das ist Schauen wir mal, es dauert ja noch ein bisschen, das Jahr. Signature-Nummern. Signature Songs der 16er Form. Der Wurstel. Ganz klar. Wie ich glaube, hat der Vater mich oft für ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weiberl schmächelt, wie sein weiße Hasel streichelt. Dann da schluckt er seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten. Der mit Tod und Teufel rafft, bis ihm die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du öter wirst. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner erschlagen. Das kann jedes Kind, was im Bruder war so. Und hat ihn der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstel geschieht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den der Wurstel, der Schlag. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder her, mal Lärm und Gerochen, durch die Grotten fuhrt der Drachen, Riesenradl, Ringespül, und das Draht sich im Gewühl. Kalafati majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch, und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner erschlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstel geschieht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlag. Eine Weltnummer. Eine Weltnummer. Ich finde, es ist wirklich eine Weltnummer. Ich Ja. finde, es ist eine Weltnummer. Schau, Sigi Schröter. Diese Seite von euch kannte ich noch nicht. Welche meinst du? Das Wehren oder die? Ich weiß nicht, wann das war. Gell? Ich weiß jetzt auch, wann, was meinst du? Wahrscheinlich ist Wehren. Ist Wehren wahrscheinlich, ja. Jessic, Sigi Schröter. Die Achtkleine Wolfgang, ja wohl weiter. Jatz, Wem Jatz, die meine. Musik ausgesprochen gut gefällt. Und wer sich denkt, pass auf, da haben wir jetzt was einen Hut, also mit dem Hut können wir nicht durchgehen, aber mit dem virtuellen Hut, wir sind froh über jeden
Zuspruch, sei es in großen Beträgen, in kleinen Beträgen, Beträgen dazwischen, was auch immer. Ihr macht das natürlich über PayPal oder über eine schlichte Überweisung oder wie es die Weitgedeit schon gemacht hat, über seinen Superchat oder kenne ich mich nicht aus. Das weiß ich auch nicht. Ich hab's noch nicht angewendet. Ja, da muss man bei Google, Google muss da Konto registriert oder Hab ich was aber weiß ich was. eigentlich. Also, Ja, aber da musst du ja die Karten, also da musst du Da musst du Zahlungsinformationen auch ein. Das Was hab weiß nicht. ich. Ja. Ansonsten einfach per PayPal oder Überweisung. Wir würden uns freuen. Weil ja nur Geld. Ne? Ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Händel, Gansel, Fisch müssen rennen übern Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Da reise ich beim Aus, wenn's sein muss heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht vertraut, dann sagen die Mädel alle, du bist heute Fahrt. Wenn ich ein Geld hab, bringt die Wirten, die größten Schnorrer und auch die Nierten. Doch wenn ich kein so, bleib ich daheim. Bei meinem Weiberl und Traditan. Ja, der Wolfgang hat vollkommen richtig erkannt. 7/8-Takt, Money. 7/8-Takt ist schon, also 7/8 schon verdammt noch am Liter, muss man schon sagen. Was wir gehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 7/8 ist schon. Ich glaub, mein Erbter, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rinnschuhe im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Ja, oi! So schaut's aus. Ja, Money Medley. Das war unser Money-Medley zum Schmattes. So, ausblenden muss ich es auch wieder. Also wie gesagt, wir danken euch herzlichst für eure Großzügigkeit. So, schau. Sigi Schöter schreibt schon Das Jazzige. das Jazzige. Jawohl, da machen wir gleich noch eins. Mal gleich noch was. Aber in Rudi Korbitz vergessen wir nicht, wenn mich der Herrgott fragt. Jawohl. Ja. Ja, dann machen wir Das Jazziges und dann machen wir den den Herrgott. Aber mit der Herrgott fragt. Zuvor wollen wir nicht vergessen, wir sind ja auch das Zum Wein, was Arbeiten wir da. geben. Ja. Sie entschuldigen für die Schramme und morgen fressen wir Kramen. Das kann nur ein Werner verstehen. Ja. Was Jazziges? Was willst du denn Jazziges? Was Jazziges? Vogel oder was willst du machen? Oder machen wir einen Blues? Blues? Machen wir einen Blues, aber noch eine Facette. Haben wir noch einen Jazzigen Blues von dir. So eine Gitarre? Nein, die andere. Ich bleibe mach's gleich auf der Gitarre. Oder einen schönen Blues doch von dir. So ein schöner Blues. So Skyline oder sowas, an sowas dachte ich. Ach so, ich glaube, du nimmst Blues. Ja, mein Das ist Schatz. sofort der Blues. Das ist ehrlich, ja, Wir fangen mit dem Blues an. da fangen wir mit dem an, ja. Rudolf Koschelo. Ah, wir haben keinen Blues oder auf nichts. Das geht ohne Hut nicht. Entschuldigt, ich bin gleich wieder da. Was braucht man einen Hut erst? Sicher. Aber es ist so heiß, ich schwitze eh schon jetzt. Ohne Blues. 100 Luftfeuchtigkeit nach diesen Regengüssen der letzten Tage von 100%. Brauche ich da nicht einen Hut auch noch aufsetzen jetzt? Ein leichtes Sommerkappel, das ich aufsetzen vielleicht. Ein Fes, einen leichten, weißt?
Bin gespannt, was er daherbringt jetzt, dass da die Pudel haben. Bringst ein Rollhaberl oder so etwas? Blueshut? Oh, okay. Na was? Schau, Das will sie jetzt schon. du schaust halt aus wie ein Talm, was soll man Ja, machen? ich kriege ja diese Hüte immer. Naja, was soll man machen? Wir fangen gleich mit der Strophe an, ja? Ja. Dass Frauen schwierig sind, was weh. Und hast du bei einer keinen Schmäh, dann kommst du an ihm alles zum Ziel. Schau, du magst das so weh, dann fliegt jeder gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jeder Lock bis zu mir nach Hause gehe. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede Bühne swing. Ich hab den Hack im Knack, mit dem ich an jede Park. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Solo! Den Rot, wenn ihm notwendig hat. Schau, so mag's bei die Frauen ein Ries. Ich brauch dir nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Yeah. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ein jeder Lock den Stampflock diesen Lockerling. Ich bin Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Yeah. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich ein jeder Park. Yeah. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine hin. Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Yeah. Yeah! Putzi. Mir gesagt, beim Jauner war es fast unerträglich heiß. Die ganze Zeit druckt der Klaus einen Hut. Ja? Weil ich einfach ein Viech bin. Naja, aber das war ein Sommerstetson. Ja, nicht so ein dicker Kaffeesog. Der dritte Mann, Medikamentenskandal, Affenbocken müssen rocken. Bravo, Andreas. Jawohl. Womit der Herrgott fragt. Ja, sofort, ich schenke mir einen Tropfen Wasser ein. Du schenkst noch Wein, aber bitte Mach ich auch, Wasser. mach ich sofort. Jawohl, brauchen Sie nicht zittern, Herr Kollege. Der Wein kommt schon. So, bitteschön. Ich danke dir schön. Danke schön. Franz Enger hat die 8 Leine. Wolfgang, was ist das? Whisky, ne? Glaube ich. Whisky mit Emoji und Bier. Jawohl. Robert Johnson Glasi. Robert Johnson Glasi. Da muss mein Hut aufsetzen wieder. Hab ich den Hut?
Patrick, setz den Hut auf. Ich will keinen Hut. Jetzt setz den Hut auf. Du setzt den Jetzt auf. setz den Du Hut setzt auf. den auf, passt schon. Du sollst den Hut aufsetzen. Nicht auf jetzt. Wie schaut denn das aus Der sonst? gefällt mir nicht. Das heißt, der gefällt dir, passt aber Gefällt gut. mir nicht. Der gefällt mir nicht, der gut. Passt der besser als ein Pudel haben. Haas ist da drin. Aber geh. Dem fehlt ihm ein bisschen noch die... Der Was- geht was voll vom Ackerl Plastik. kriegt. Voll Plastik. Was für ein Ackerl kriegt. Da was ein bisschen ein Grühl am Hirn ist nicht schlecht. Lass Robert uns Johnson. vormachen. When I follow to the station, the suitcase in my hand. When I follow the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell when all my love is in vain. Olima this moment, Ana Moisima Fali. Oh, he hold me long this moment, very funky, a stief kind bli. Oh, my love. Oh, my Very funky, a stief kind bli. You're very funky, a stief kind bli. Sieh mal. Jetzt darfst du den Hut auch länger, ausnahmsweise. Danke. Ui. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, ich mach keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien,
du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Solche Lieder schreibst der Das Mensch. soll die andere schreien, nicht was denn? Fantastisch. Dankeschön, Dankeschön. Ich meine, so Lied habe ich, aber nicht. Aber Scherz. Naja, klar, ich kann nicht so, ich kann nicht alles machen. Nicht? Ich kann nicht alles machen. Aber ein großartiger Wurf mit dieser Hose. Ja. Wirklich so, gratuliere dir. Fällt mir selber auch schon fast. Gut, habe ich leider auch nicht. Sorry für die sorry Lugner Simpson. Ich brauche Andreas. Ja. Was haben wir da? Was haben wir da? Wo bin ich denn da überhaupt? Wo bin ich denn? Ja. Der Schnaps ist ein bisschen zu viel. Mega pampert, muss ich so einen Schnaps trinken? Das ist ja Wahnsinn. Da spielt sich so, mein Lieber, da spielt sich so. So, jetzt habe ich den Rudi Korbis noch schuldig, wenn mich der Herrgott fragt. Passt wunderbar. Eine Wiener Nummer Deluxe. Ich weiß sogar die Tonart. Geh du. Man kennt sie aus. War nie? Wenn mich der Herrgott fragt. Wie fängt das an? Meine die mit der da di da 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 da. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnet tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die
alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wie man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Na, das wäre doch wirklich wunderschön. Weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir dem gar nichts fehlt, da mache ich ein Buckel, aber das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl. Geht runter wie Öl. Hast du schon lange nicht gespielt mit Marzleinsdorf? Ja, auch schon ewig nicht. Ja, das kann ich geht. In Dora, was ist das? Oder? Dora. Wieso überhaupt? Wie Rio ist Glas Bier, Bier. was? Ja, genau. Ich hab schon. Aber wo die Klare ist. Wie Rio ist Glas Bier, weil die Welt hab erblickt. Wo Marzleinsdorf noch ein kleines Ort. Die Häuser waren grün mit Garten umgeben und Geschäften sind gegangen ganz gut. Doch seit man in Wien hat die Neuzeit entdeckt, ist alles ganz anders geworden. Die Häuser sind groß, aber drin ist kein Platz, man kann sie nicht drehen, nicht und vor. Dort, wo der Weg vom Stephansturm bergauf getut, bis zu der Spinnerin am Kreuz hinaus. Dort, wo da mitten von dem Platz eine Kirche steht, dort drum bin ich geboren, da bin ich zu Haus. Dort, wo die Luft noch rein und auch die Leute sind gesund, wo man ein Trepferl kriegt, noch da und dort. Von wo man sich bis auf den kahlen Berg, da sitzt mein Marzleinsdorf, mein Heimatort. Wie schön war's in Marzleinsdorf früherer Zeit, man hat sich dort gefühlt wie am Land. Die Hänzer und Heibauern, die haben dort gehaust, und Fuhrleute waren auch fest benannt. Am Berge, da war ein Theater fürs Volk, vom söldlichen Fürsten erbaut. Und Garten hat's gegeben, wie man nirgends so gesehen, von dem man sie hätt rum und geschaut. Dort, wo der Weg vom Stephansturm bergauf getut, bis zu der Spinnerin am Kreuz hinaus, wo in der Mitte von dem Platz eine Kirche steht. Dort oben bin ich geboren, da bin ich zu Haus. Dort, wo die Luft noch rein und auch die Leute sind gesund, wo man ein Trepferl kriegt, noch da und dort. Von wo man sich bis auf den kahlen Berg, dort ist mein Marzleinsdorf, mein Heimatort.
gut, dass wir es gespielt haben. Und Ja, aber kein Fehler, nicht? Das war halt schon, das war halt schon. War immer ganz fasziniert, weil wie das Lied gehört, oder Marzleinsdorf, das hat es im heutigen Wien keine wirkliche Keine Bedeutung mehr. Bedeutung, aber ich meine, Außer der das ist- Marzleinsdorfer Platz, nicht? Eine Ja. Dauerbaustation, eine Staugeschichte. Aber Spielerin am Kreuz, es ist dann bei der, quasi die sechsspurige Autobahn geht dort vorbei. Da steht irgendwie verheerend. Die Triesterstraße, Ding, genau ja. auf der Triesterstraße, Ja. Wienerberg, oben an Wienerbergstraßen steht da unten die Spielerin am Kreuz. Ja, Ja. da ist nichts. Also, wenn man sagt, ich bin vom Marzleinsdorf, ich habe noch nie einen kennt, der gesagt hat, ich meine, schon Leute von dort daheim sind, aber dass einer gesagt hat, ich bin ein Marzleinsdorf. Also, das hat sich. Mitten in der Straße eine Kirche steht, die gibt es ja nicht mehr, die Kirchen. Ne? Was sagt der Wolfgang? Mein Weiberl und ich waren vor einiger Zeit in einem Pensionistenheim bei einem Wienerliedabend. Michael Bärfler, Erich Zieb haben alles gegeben. Leider sehr viele demente Menschen. Traurig, ja. Ja. Ja, gut. Aber ist ein Pensionistenheim, ja. Wir haben auch früher oft gespielt in Seniorenheimen und auch in Pflegeheimen und so was. Ich meine, ja, da war also gerade vor allem also wirklich bei den Pflegegeschichten, da war schon. Wir haben da sogar war schon zweimal haben wir sogar auf der Pflegestation. Da Ja, ja, haben wir meine ich gespielt, jetzt sogar damit, ja, ja. alle im Bett gelegen, nicht so. Aber schau, die haben auch Aber die wahnsinnig haben Freude. wirklich erfreut. Also, viele irrsinnig. konnten ja nicht mehr reagieren so richtig für uns. Naja, so wie es reagiert. Aber so wie es reagiert, was man wir gemerkt haben, haben sie wirklich erfreut gehabt. weißt du. Ja, ja. Ja, es ist irgendwie. Es ist irgendwie halt dann schwierig, weil man selber da halt nicht so viel zu tun hat, damit jetzt tut man sich selber auch ein bisschen schwer, aber haben wir auch gemacht. Und man sagt, jetzt schauen wir, ob wir denen auch Freude machen können. Und ich glaube schon, es ist Ja, gelungen. ja. Ja. Der Schuster Bokerl, ja, genau. In Marzleinsdorf, der Schuster Bokerl. Nach einer wahren Begebenheit angeblich das Lied. Ja, sehr schöne Nummer. Johannes Wirtel hat das geschrieben, Schuster Bokerl. Ja. Mir die Version vom Luke Schrudi mir sehr gut gefallen. Der Luke Schrudi, das ist immer so weit Nacht, hat er den größten Stiefel gemacht, den schönsten Stiefel gemacht. Okay. Schönsten, glaube ich, am Schluss. Schönsten zum Schluss, ja, genau. Ja. Geschlafen auf seinem Stockerl. Ja, die sind schon extrem schakler, wunderschöne guten Abend aus dem Süden von Chantal und Michel. Habe die Jawohl. Grüß euch gut. Das ist gut. Wie man das, also falls jemand, falls jemand das schon mitgekriegt hat, weil wir das ja schon verkündet haben, dass wir nächste Woche dann schon wieder Gäste haben, nämlich eben Michi und die Chantal in der Pavlatschen. Das hat sich um eine Woche verschoben. Eine Woche verschiebt es aber am sich, 2. dann. Also Genau. nächste Woche sind wir noch wieder aus dem Studio Donaufeld. Und dann, das sind diese Taschlerpotöns und nicht vor. Also, Was willst du jetzt da? Was willst du noch was? Das ist Anstands. Also, Normal, ja, andere sagen verarschen dazu, aber ist in Ordnung, ja. Ich wollte den Weinstein nicht haben. Ja, gib mir Ja, der das. hat noch keinen. Ne? Also, wie gesagt, am 2. 2. August werden wir dann aus der September, Klause, 2. 2. September, ist es noch. 2. September werden wir aus der Klause Klaus mit Chantal und dem Michel, der Michel nimmt sich da mit, Jawohl, ich freue mich schon riesig drauf. werden wir von dort bringen. Jawohl. Weil, nächster Eigentlich habe Montag ich mir schon gedacht, wird ihr braucht gar nicht die Gitarre, ihr solltet eigentlich den Boss mitnehmen und du nimmst die Jazzgitarre und dann machen wir gleich ein Trio. wie viel Gitarren soll ich noch mitzahlen? Du steht draußen eine Jazzgitarre. Ja, das ist Ja, und nicht Ist der jetzt stimmen. Kein schlecht. Die nehmen immer mal mit, die hat einmal welche Saaten drauf, dann lässt Ja, sie sich eh. stimmen. Dann lässt sie sich stimmen. Habe ich vor. Wie gesagt, hat jetzt John Pierce drauf, Schon da seit habe ich 2 noch einen Jahren. gebrauchten Satz. Nein, die habe ich mir nicht auf die Gypsy-Gitarre. Ich hab ja Gypsy-Gitarre-Seiten. Den Django Reinhardt-Satz von Tomastik. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr welche. Aber habe ich natürlich. Die John Pierce, ja, für die Herrschaften da draußen, die John Pierce-Seiten haben eine Besonderheit. Die sind quasi Stahlseiten. Stahlseiten. Also die drei Diskantseiten sind Stahlseiten umsponnen mit Nylon. Also es ist Und die anderen sind Nylon-Saten, ja, ja. die Boss-Saten. aber es ist wie soll ich sagen, es ist Ein Fingerpicking-Satz ist das eigentlich. ja, ja, der für Versuch, Fingerstyle. Gitarre, Stahlseiten auf eine Nylon-Gitarre aufzubringen. Also das ist der Hintergedanke mit diesem John Pierce. Gelingt sehr gut. Und ich habe das einmal testweise auf der Kontragitarre gehabt. Zum Ausprobieren. War lustig, aber natürlich, ja, außer lustig war es auch nichts. Also hat jetzt in dem Sinn. Aber interessante Geschichte. Also wenn du eine normale Gitarre hast
und du hast halt nur eine normale Nylon-Gitarre und du das gern so Western-Gitarre aber spielen, da brauchst du also Stahlseiten, nur Stahlseiten. Wobei sie klingen eher noch nicht aus. nach. Oder umgekehrt, wie es der Uli Bär verwendet zum Beispiel, beim Georg Danzer verwendet für die weißen Pferde, Ja. hat er die John Beers verwendet, um ein bisschen den Nylon-Sound zu bekommen. Mehr. Ja, Ist mir da, die John Beers haben kein Nylon, so, die haben, das ist ja umgekehrt. Nein, die John Beers sind eigentlich so, dass sie nach Nylon noch mehr klingen. Ja, aber die Idee ist ja, dass auf einer akustischen Nylon-Seitengitarre, Na, da gibt es von Thomas John Beers? Steuerseiten für die Konzertgitarre. ja, aber die John Beers, das sind eigentlich die Western-Gitarrenseiten für Nylon-Gitarren. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich schon. Umgekehrt. Definitiv war es umgekehrt. Ich weiß. Ja, Um aber, einen Nylon-Sound auf eine Steuerseitengitarre zu bringen. Und vom Feeling her, die Steuerseitengitarrist will kein Bratenhäusen, keine Akustikgitarre oft haben. Und ja, schon, warum die haben wir dann Fingerpicking die haben wir die na, da du gekauft? wolltest das einmal gekriegt haben. Du hast das bei mir mal gesehen auf einer Gitarre drauf. Nein. Und dann hast du gesagt, das war doch für die Kontra mal nicht so schlecht. Nein, ja. da verdammen wir uns, glaube ich. Da verdammen wir uns. ja, wir Das wissen stimmt definitiv. so nicht, weil was mache ich mit Nylon-Gitarre? Ich habe eine Nylon-Gitarre, ich habe nur Nylon-Gitarre. Ja, aber die klingen ein bisschen anders. Ja, klar klingen es anders, nämlich wie eine Aber es Stahlseite. ist, nein, eben nicht. Das ist eben Na, wie auch immer. definitiv, das weiß ich, die Geschichte von John Pierce, der Fingerpicker. Ja. Der Bass ist nicht im Kofferraum, dementsprechend kein Mehraufwand. Ja, der ist nie nicht im Kofferraum. So. Jawohl. Guten Abend, die Herren Musikusse. Guten Abend, liebe Pavlacinas. Herr ist schneller von. Jawohl. Klausi, hast dich mit dem Scheißerl nicht zum Adler getraut? Nein, ich hab gespielt. Ne, was hab glaubst du gespielt. denn? Ich hab gespielt. Keine Zeit für Ich war sowas. gern gekommen. Ich war wirklich gern gekommen. Wann war das? Am Samstag, glaube ich. Wann war die Hochzeit? Samstag, ja. Ja. Und am Samstag war es am Adler Motorrad treffen. Ich meine, ich hätte mich nicht mit der Gruppe getroffen, weil ich mir gedacht habe, mit meinem Scheißerl, da hole ich alle auf. Nicht, dass ich mich aufhalten hätte lassen, aber trotzdem. Aber ich war gern aufgefahren, weil natürlich, das war schon ein Hallo gewesen, wenn ich mit dem Scheißerl da drauf Das ist sicher so gut. Wieder gleich anreißen. Ja, gleich ja, anreißen. ja, Wo geht ist schon. er? Da. Jawohl. Ja, mit der war ich auf, aber wie gesagt, wir haben gespielt. Also, außerdem war es weder bis gescheit, hat sich da nicht angerissen. Am Samstag war es weder, also da hat es ja bei uns ein mörderisches Wetter gegeben. Ja. Mörderisches Wetter. Was haben wir da? Nylon gehört auf die Damenbeine, ne? Das ist auch schön gesagt. Das ist auch schön gesagt, ja. Hi, schnell von der gut, dass du fragst, ich mich nicht traut. Ja, wie gesagt, also ich war beruflich verhindert, wenn man so schön sagt. Ja. Paul Hartmann, Klaus, dein Gesundheitsstuhl sieht nicht bequem aus und dein Sitzverhalten sieht ungesund aus. Ja, das kannst du dir vorstellen. Das ist aber. Er ist gar nicht unbequem, aber es ist ja so, ich habe da nicht, es ist ja jetzt natürlich, das ist ja gedacht, das ist ja ein Sessel für, so zum Sitzen für den Schreibtisch, nicht zum Gitarrespielen. So wie da noch der Stocker, jetzt sitze ich so da. Also es ist aber, das glaube ich da, aber das ausschaut. Aber er ist bequemer als man glaubt und es ist recht leibend eigentlich. Wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Der Bioswing, da steht es eh. Bioswing. Sauteuer. Und? Ja. Und soll gesund sein. Naja, das ist ja. Was weiß man? Was weiß man? Ja. Na so, beim Sitzen ist es schon. Beim Arbeiten am Ding ist es sicher nicht unangenehm. Weißt du, immer so ein glaub bisschen bewegt, es ist halt anders, was man sieht. Da Ja, gibt es ja. halt irgendein, ja. Mein Wanden geht nach Wolfgang, willst du wirklich um? Das ist zum Beispiel ein Lied, das kann ich schon langsam nicht mehr hören, obwohl es ein Hit ist von uns. Mhm. Ist eigentlich ein Hit, aber also wenn ich nicht muss, spiele ich es nicht. Gut, haben wir auch wirklich oft schon gespielt. Oh, sehr oft. Und das ist eher leibende Nummer. Aber jetzt muss ich dazu sagen, beim Publikum ist was anderes, weil wenn man jetzt da allein sitzt im Studio und Ist eine andere Situation. Definitiv anders. und ich denke mir, Das ist ganz anders. Gott, jetzt muss ich das wieder spielen, gibt ja keine Reaktion, nichts. Das ist Ja. wirklich irgendwie. Ich weiß nicht. Also wenn wir nicht müssen, spielen wir es nicht. Falsche Prioritäten setzen, ja genau, ist nicht erfunden. Wie war es leibend? Wie war das Wetter? Seid ihr jetzt nicht gut, ich war ja gar nicht heimgekommen mit meinem Scheißerl. Die Manke, die hätte es mir weggeschwappt, Und du? am Heimweg. Vom Alo durch den Wiener Durch den Wald. Wiener Wald, ja. No?
Gut, ich hätte über den Süden auffahren können. Da war es halt so auch gewidert. Ne? Genauso was gewesen. Also, eigentlich ist von dort gekommen. Da ist noch warten, bis vorbei ist, ne? Das bis Ja, Finster das- ist und dann heimfahren. Ne? Da Naja, das so war, zwischen die Baum und Äst und sonstigem ich weiß Laub, nicht, was ich sonst weiß dann auf nicht. der Straße liegt. Ne? Das ich ist- weiß nicht, so gesehen war das kein Fehler, dass ich nicht gewesen bin. Ja. Ja. Nein, aber das ist ja dann eine Straße, das war sie vielleicht ausgegangen, dass ich sogar rechtzeitig daheim gewesen war. Naja, nicht wirklich. Nicht mit der Manke. Mit der Mangi brauchst du länger. Nein, das geht sich nicht aus. Das weiß ich nicht ausgegangen wahrscheinlich. Gut, vom Tank her weiß ich ja ausgegangen, die dann einen Botzen-Tank drauf eigentlich für die 125er, muss man Naja, sagen. Bozen. Aber Na schon. ich weiß gar nicht, was ich reinkriege. 5 Liter, glaube ich. Das. Ich glaube, mehr Das ist sind nicht ein 10 Liter Tank, der schaut so riesig, Oder der schaut 7 so Liter. ruchtig aus, fast so richtig. Das ist nur, schaut nur so aus, wenn ich umsitze, weil ich so zart bin. Klar, das ist eh kein Problem. Da dachte ich nur, das würde passen, aber die Nummer ist eh nicht so gut. Wolfgang Tag. Nein, das wollte die Nummer, aber Die ich habe Nummer schon ist so wild, oft gespielt. weißt Ich hab's echt, also, und ich spiele es gern, aber Ja. bei Publikum. Live-Publikum wirklich da ist. Das mal Weil dann hast du Sicht und gespielt. ja, da hast du Spaß an der Nummer. Ja. Und wir haben schon so oft gespielt in meinem Leben, dass ich wirklich, dass ich jetzt ja, nicht spielen müssen. Nochmal. Bioswing, ist das ein Birkenstock-Hängematten? Bioswing. Naja, ein Hängematten ist nicht. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr beweglich und alles. Und man sitzt halt nicht so normal, sondern sie hat Man irgendwas. bewegt sich. Irgendwas Ja, ja, ja. ganz. Aber natürlich dem Ballatmen ist das schon aufgefallen. Ich meine, ein Fauteuil ist keiner. Aber dieses ungesuckerte Sitz, es liegt wirklich daran, dass ich da das Fußstockerl habe für ein Gitarrespiel und nie den Fuß runter tue und dann nicht anders sitze. Also wenn es ganz normal umsitzen ist, nicht so wie ich. So Das ist ja bequem, aber das ist sicher ganz gut. Ja, das ist bequem, sicher- aber es ist dann besser. Ja. Aber er ist eben nicht gedacht, dass er super bequem ist, sondern halt Gesund ist. gesund ist. Ja. Aber es ist schon, es ist nicht so, dass das schmerzt, wenn man da sitzt. Ne? Weil du könntest die Stockerl da sparen, wenn du dann einen Gurt auf die Gitarre nimmst. Nein, will ich nicht. Weil dann wäre zwar, könnte ich zwar diese Stellung quasi fingieren, aber durch den Gurt würde die Gitarre auf den Körper pressen. Der Horacek Franzi spielt so. Ja. Gut, ja. Singt auch nicht. Fabrik Kurt Lasso Ja. gespielt. Der, Mit hat, Gurt. der hat so liegt, dass auf der Der hat Wand so, liegt. der hat so gehabt und der hat den Gurt da oben drüber gehabt, Ja. so dass die so aufkippt Ja. ist. Wie der scharfe Aber- Gurtel auch. Ja. Der hat's Aber auch jetzt, so aber jetzt muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, dann wären manche Spieltechniken, wie ich sie anwende, nicht möglich. Definitiv. Also irgendwie drauf spielen, ich kann mir ja so Definitiv. herstellen, kann auch Kontergitarre spielen. Definitiv, ja. Das bringe ich schon hin, aber das Vogel kannst du dann aufzeichnen. Das ist schon aufzeichnen. Oder andere Sachen. Das geht, und vor allem das Singen geht dann über, weil wenn du dann mit Gurtum hast, nicht? Weil dann ist die Gitarre ist ja da auf, hängt ja an dir. Und wenn ich jetzt die Hand auch noch oben habe, dann ist also alles, was du eigentlich zum Singen brauchst, Ist wirklich. alles blockiert, ja genau. Und wenn ich da liege, Genau, ein Krampf. nicht, dann ist die Wampen frei. Und wenn die Wampen frei ist, kannst du Luft holen. Was einmal kein Fehler ist, wenn man schlecht. singt. Ne? Und kannst singen, ohne dass du dabei gehst. Das ist eigentlich, Genau. das ist eigentlich so der tatsächlich wissenschaftliche So ist es, Gedanke ja, genau. dahinter. Ja, genau. Weil der Gut ist ja, wenn du dann hast, ich meine, was die Stellungen, nicht? Es gibt Ich 1000 bewundere Stellungen, einen Zip, die es Erich, gibt, weil ne? der hat die Quetsche so, hat die genaue Brust gehabt, wenn er viel stehen spielt, Ja. ganz oben, ganz weit oben und da drauf liegen. Das Ja. ist nicht angenehm eigentlich. Für mich. Eh nicht. Ich hab's lieber, das ist schön locker. Nicht, ja, aber es ist ja natürlich, Da kriegst du Luft muss ich auch. jetzt sagen, also jetzt Erich Zippo ist wunderbar, aber Ja, ja. er singt ja jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt in dieser Fülle und so, oder was da so, schon, gibt nicht so, ja. naja, es ist ja nicht, dass wir es falsch verstehen, Na ja. er singt das schon alles richtig und so, aber ich sage jetzt aber, Volumen Ja. hau ich mehr aus. Ne? Und das geht gegangen aber nicht, wenn ich mir das natürlich, ja, ja. andrucke. Ne? Und das ist trotzdem, du hast dann trotzdem auch bei der Quetschen, auch wenn es da ist, du hast da, das hängt von da oben, nicht? Von der Schulter. Ja, ja, klar. Das ist was anderes, weil der Gurt der Gitarre geht hinterm Bugel, das heißt, der Zug geht zum Körper. Und das ist dann, das gegangen alles, aber es ist wirklich nicht leibend. Und wenn du stehst, ist es ein bisschen leichter mitunter. Mitunter, aber nur. Mitunter. Weil dann halt Mitunter die findest du Schwerkraft, die aber, hilft dir dann da mit. Und du Ja, stehst ja. und du hast eine andere Haltung, aber es bleibt dennoch der Druck auf dem, es ist schon da, also wenn ich jetzt sitze, ist es ja durch Sitzen und durch die Sitzhaltung. Natürlich ist es nicht unbedingt förderlich fürs Zwerchfell. Nicht wirklich, ja.
und daher schwieriger zu Nicht singen. wirklich. Aber also Nicht das, wirklich, ja. weil ich habe ja das alles, du kannst dich erinnern, ich habe ja oft mit einem Gut gespielt, früher, nicht, eine Zeit lang habe ich das auch so gedacht. Probierst es mit gut, das Leibwand brauchst nichts, nicht? Hast du das da schon hängen, ja nicht, aber es war nicht. Denk an die Kärntner Straßen stehen spielen. Wir wollten nicht sitzen beim ersten Auftritt, haben wir gesagt, haben wir die Wir haben uns Stockerl extra Stocker mitgehabt, gekauft. Und was hast du Also gemacht? ich hab's gekauft beim Hofer damals. Camping-Hocker, so ganz kleine. Weiß ich, 20 Schilling. Billigst war's. Die haben gesagt, das ist auch ganz stabil, ich hab das ausprobiert im Geschäft, hab mich da drauf gesetzt, passt super. Ich setz mich das erste Mal drauf, tschack, jetzt packt der Hocker zusammen. Was habe ich gemacht? Ich habe zusammengeklappt, hab das genommen, hab das dort in die Mülltonne reingesteckt. Der ist ja sogar ausgegangen. Jetzt muss man vorstellen, was ich für ein Scheißdreck Hocker, aber der ist ja ausgegangen, dass Ich man bin nicht dort mitspielen. reingehauen am Stephansplatz. Und das war's. Ich hab mitgespielt, da stehend. Das war legendär. Was, der Schneidwutz war da? Echt? Wirklich? Schneidwutz war in Österreich? Das ist schade. Ja gut, ich hätte trotzdem nicht kommen können. Aber gespielt. Und der manche Tankvolumen 5,6 Liter. No, Ja, schon. immerhin. Schaut aber so. Es gibt echt Kollegen, sagt die Maggie, da liegt die Kontergitarre auf dem Bauch. Ja? Das ist die BB King Haltung. Spielvarianten, die haben wir alles schon gehabt. Alles Das schon, sind alles schon. geschissen. Eine, Ja, na, klar, die aber immer, schau, es ist jetzt so, nicht? nicht Es leider. geht bald einmal irgendwas. Aber Nur, ich sage einmal so, wenn ich spielen will, also wenn ich das Instrument bestmöglich unter Kontrolle haben will, dann hat das einen Grund, warum es Warum Gitarrenstocker das- ja, genau so gibt ist es. und warum es die hinsetzen musst. Und warum wir sitzen? Genau so ist es. du kannst Akrobatik machen und was weiß ich, alles Mögliche. Nicht? Die Bassisten, die Pianisten, nicht? Jerry Lee Lewis. Klar magst du es als Einlage. Als Einlage, genau. Aber ich glaube mir eins, nicht im Studio, wenn sie was aufnehmen. Weil da sitzt so, dass du halt optimal spielen kannst. Nicht? Weil sonst da stirbst du einen Heldentod. Wir haben alle Varianten, die haben schon so auch gespielt, schon oft. Nicht? Weil kein Platz hinten und vorne. Aber ja, das ist halt, jetzt soll ich singen und spielen und das alles im Besten, was ich zusammenbringe. Ja, mehr habe ich nicht zusammengebracht. Ja, aber so, BB King, so, die Haltung. Ja. So, wir verabschieden uns wieder, jetzt noch duschen und ab ins Bett. Viel Spaß auch noch. Grüß die Endburm, extrem schauklar. Michi und Gute Chantal. Nacht, meine Lieben. Bis in 2 Wochen. Bis in 2 Wochen. Ja, hoffentlich nicht so. Was sagst du? Hätte ich bald gesagt. Was hast du gesagt? Macht's mir keine Kinder. Ja, das nachher. Ja, wie mein Großvater immer gesagt hat. Viel Spaß, aber macht's mir keine Kinder. Zum Wohl. Na, zum Wohl. Na, habe die Ehre. Ja. Na, Weltklasse. Na, wie gesagt, das hat schon einen Sinn. Und jetzt natürlich im Alter bin ich gescheiter, wo ich mir gedacht, nimmst du einen Stockerl? Ich empfehle dir das seit über 20 Jahren, nicht? Ja, ich mir gedacht, das schaut halt arm Das aus. schaut arm aus, ja, aber es ist nicht, kein Fehler nicht. Ne? Aber es tut gut. Ja. Ja, das ist Ich hätte am liebsten das Stockerl noch mit. Aber das ist so Soll ich da groß Holz schwarz. alles machen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe eh eins. so schönes. Nein, ich brauche kein Schätze. Ich brauche kein Schätze. Na, was? Nussholz. Nein, was immer noch. Nein, das brauche ich alles nicht. Da zahlt man die Gitarre noch weiter runter. 1,6 Kilo da, massiv. Ja, das ist eh super klar handlich in der Gitarrentasche schon. Aber was ich noch gesagt habe, so einen kleinen Bärserteewig brauche ich. Du brauchst so einen Unterling, ja? Ja, weißt du, was du wirklich sagst, was du quasi ausstartest, ne, den Teewig, was du am Teewig hinlegst und dann das Stockerl drauf, weißt du, aus Showgründen. Nicht wegen einem Stockerl. Nein, aber es schaut leibend aus, ja? Na, erst beim Taschler, Brauchst dann habe du ich da aber Familie. so einen Teppich, wo du die Gitarre auflegst, auch so ein Schutz für die Da so, gell? Ja, ein Dings drauf. Und auch dann so da ein Ding. auch noch andecken. Und da, oder so was viele klassische Gitarristinnen vor allem haben, also Ja. so ein Ärmelschoner wie die Beamten, Ja. also die Dings gehabt haben, Ja. die Schreiberlinge. Nein, am besten ist mit dann gleich die Gitarre folieren. Na gut, wir reden Blödsinn. Es gibt Quetschenspieler, die haben den Gurt nur auf einer Seite um. Ich glaube, der steirischen ist das Ja. oft. Bei der Wiener war ursprünglich auch so, ja. Wie man noch mit 4 Fingern vor allem noch gespielt hat, ja. Auf der steirischen spielst du auch mit an, gell? Oder spielst Nein, du beide, aber Hast du meistens Ja, beide, eines da meistens fällt mir oft meistens noch, auch noch ja. dann Auf der runter. steirischen, Da ja. war auch so. Da auch oft, ja. Oft, ja. Ja. Egal wie es spielt, es ist super. Rudi Korbes. Danke, Rudi. Dort wieder. Ja. Augustinerbrunnen, im Moment nicht, was, wie der U-Bahn-Bau am Getreidemarkt weggesperrt. Okay, naja, gut, Ja, ja. passen Sie auf drauf, ist ja nicht schlecht. So, Freunde, wir werden wir heute heute Schluss machen. Heute Weil Schluss heute, die ja. Botön ist leer.
Eine zweite Aufmachung zahlt sich nicht aus, ganz ehrlich. Außerdem morgen ist auch ein Tag wieder. Morgen ist 9 ein Tag. Uhr in der Früh. Hoffentlich sehen wir uns bereits Ja, wieder. am anderen Kanal. Und so weiter geht aber dort mehr Zuschauer als da. Na, so schlimm. So schlimm ist es Nicht nicht. sein, wird's nicht sein. Aber ja, morgen am 9 wieder und natürlich am Abend, wie gesagt, Hengelhaselbrunn. 19 Uhr Hengle Haselbrunner sind wir da. Und liebe Freunde aus Bayern sind auch da. Ja, es wird ein Ich freue Hallo. mich schon drauf, ja. Und wie gesagt, Und der Bernhard hat gesagt, er hat eine Harmonika mit sogar. Also, ja, sehr gut, sehr gut. Und drei von der Gesangskapelle Hermann. sind auch noch da. Was mir auch gefreut, Ja. ganz liebe Burschen. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns hart, brutal mit einem Lied. Nun auch, mit was sonst. Aber welches werden wir nehmen? Welches? Machen wir was anderes heute einmal zum Schluss. Bitteschön. Aber was? Was machst ein du falscher, für ein anderer falscher Ich Ton. glaube auch, weil du hast irgendwas anderes Ah, gespielt. ja. Welche da? Passt schon, glaub ich. Dora, ne? Dora, oder? Wenn's das Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Oberschaut, jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's das Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leute. Darum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn. Ganz verlassen tut er seinen Fleckel, den er traut sich heute gar nicht haben. Weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Freunde um sich, die nicht sind. Doch daheim, da sitzt er in seinem Zimmer, ohne Zuspruch Mutter Söhne allein. Da sagt ihm zur Sperrstunde ein Freund, der ist ehrlich und gar nicht meint. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Oberschaut, jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leute. Darum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl. Ein Jawohl. würdiger Schluss. Meine Lieben, bis demnächst. Vierte und so die Schnagel. Viert euch gut, macht es gut. Vielleicht sehen wir uns morgen in der Früh um 9 Uhr am anderen Kanal. Oder sonst morgen am Abend beim Hengle Haselbrunner um 19 Uhr. Viert euch. So schaut's aus. Reden kannst. Viert euch, Papa.